Heute jage ich ein Seemonster. Das Ufer des Bärensees liegt in schönstem Sonnenschein. Ein paar kleine Boote dümpeln am Steg verteut und im Hintergrund liegt die kleine Ufergaststätte zum Seeblick mit ihrer bunt beschirmten Terrasse. Auf dem Steg sitzt in einem ausgebeulten Campingstuhl Peter. Er angelt sein Abendessen, oder besser gesagt, er versucht es. Wieder nichts. Also, das ist heute kein Angeln. Das ist Würmerbaden. Einen mickrigen Barsch habe ich erst gefangen. Und das soll mein Abendessen werden. Naja, man angelt ja auch nicht nur der Fische wegen, sondern auch, um die Ruhe und Erholung zu genießen. Nicht? Und die nimmt mir hier keiner. Hey, Ruhe und Erholung, habe ich gesagt. Was ist denn da los? Peter sieht sich verärgert um. Auf einer Leiter steht ein schnauzbärtiger Mann und nagelt irgendetwas auf das Schild der Gaststätte. Das ist doch der Wirt vom Seeblick. Was hämmert der denn da? Neues Schild. Ufergaststätte zum Seemonster. Ja, klingt doch gut, oder? Also, ich fand Seeblick ja passender. Na, ich bitte Sie, nach den Ereignissen der letzten Wochen, da muss ich als Geschäftsmann doch reagieren. Was denn für Ereignisse? Na, lesen Sie denn keine Zeitung? Das Ungeheuer, das Biest vom Bärensee. Na? Das Biest vom Bärensee? Ja, zig Spaziergänger haben es gesehen in den letzten Wochen und vorgestern. Da soll es sogar einen planschenden Dackel gefressen haben. Einen Dackel? Das gibt's doch nicht. Na, und ob es das gibt? Ich habe das Biest doch auch gesehen. Mehrfach. Ein furchterregender Raubfisch, würde ich sagen. Mindestens 3 Meter lang. Und Zähne. Groß wie Schnapsgläser. Ich weiß nicht. Ich verstehe gar nicht, wie Sie als Angler da so ruhig bleiben können. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie würden das Biest fangen. Sie und kein anderer. Na? Na ja, da haben Sie natürlich recht. Sie sollten vom Boot aus angeln. Da haben Sie bessere Chancen. Zufällig vermiete ich Boote. Hier, Sie können sich eins aussuchen. Ja, danke. Ich muss über die ganze Sache nochmal nachdenken. Tun Sie das. Aber denken Sie nicht zu lange nach. In ein paar Stunden kommen hier ganze Busladungen von Anglern an. Die wollen alle das Biest fangen. Und ein Boot mieten. Ja, das Biest vom Bärensee. Irgendwie erinnert das ja stark an das Ungeheuer von Loch Ness. Nicht? Kennt ihr die Geschichte? Loch Ness ist der Name eines sehr großen Sees, der liegt in Schottland. Mit 230 Metern ist er so tief, dass man einen ganzen Wolkenkratzer darin versenken könnte. Und er ist unterirdisch verbunden mit anderen Seen und mit dem Meer. Das Wasser von Loch Ness ist das ganze Jahr über eisig kalt. Aber der See friert auch im Winter niemals richtig zu. Ein dunkles Gewässer, dieses Loch. Tja, aber warum erzähle ich das alles? Weil sich seit Jahrhunderten Legenden um diesen See ranken. Es soll dort ein Ungeheuer leben. Eine große, massige Kreatur, die geheimnisvoll durchs Wasser gleitet. Schon im Mittelalter, also zur Ritterzeit, wurde von diesem Wesen berichtet. Und von da an gab es immer wieder Leute, die von ihren Begegnungen mit dem Ungeheuer erzählten. Ein Riesenvieh mit Höckern und einem langen Hals wollten sie gesehen haben. Tja, nur beweisen konnten sie es nicht. Es gab damals ja noch keine Videokameras oder Fotoapparate, mit denen man das Tier hätte knipsen können. 1933 gab es solche Techniken schon, wenn auch nur in Schwarz-Weiß. Als in jenem Jahr wieder Menschen von einem merkwürdigen, großen Tier im See erzählten, machten sich die Reporter sämtlicher Zeitungen auf den Weg, um endlich ein Foto von dem Ungeheuer zu schießen. Sie warteten und warteten
und nichts passierte. Na, da war es kein Wunder, dass mancher Reporter ein bisschen nachhalf und irgendwas zusammenbastelte, was er dann unscharf als Monsterfoto verkaufte. Auf echte Beweise wartete man aber weiter vergeblich. Immerhin, Nessie, wie man das Monster inzwischen nannte, wurde auch unsichtbar zu einer weltbekannten Touristenattraktion. Später hat sich dann auch die Wissenschaft der Sache angenommen. Manche Forscher meinten, Nessie sei eine Art Fischsaurier, der die Jahrmillionen in der Tiefe des Sees überlebt hätte, vielleicht sogar mit der ganzen Familie. Mit den Beweisen aber taten sich die Wissenschaftler schwer. Sie schickten Delfine mit Kameras in die Tiefen von Loch Ness und mit Sonarwellen erkundeten sie von Schiffen aus jeden Winkel des Sees. Leider fanden auch sie mal gar nichts und dann mal wieder irgendetwas. Genaues jedenfalls weiß man bis heute nicht. Und für eine Legende ist das vielleicht auch das Beste. Tja, nun ist ja der Bärensee lange nicht so groß und tief wie dieses Loch Ness. Das erleichtert die Monsterjagd natürlich. Ja, das ist schon eine tolle Sache, wenn ich unserem Ungeheuer hier auf die Schliche käme. Ja, ich sehe schon die Zeitungsschlagzeilen. Peter Lustig entdeckt, bezwingt das Biest vom Bärensee. Ja, nur wie? Mit meiner kleinen Angel kriege ich ja so einen Brocken nie aus dem Wasser. Ja, vielleicht mit einem Netz. Ja, ein Riesenkescher. Ich lege mich auf die Lauer und warte, bis das Monster auftaucht, um Luft zu holen. Und dann, Moment. Wenn das Biest jetzt doch ein Fisch ist, dann kommt es ja gar nicht hoch zum Atmen. Ja, Fische schnappen nicht nach Luft wie wir. Wieso eigentlich nicht? Ja, schauen wir doch mal rein ins Innere des Fisches. Ihr findet die Abbildung übrigens auch auf der CD oder auf der Kassettenhülle. Ja, so schrecklich anders als bei uns sieht's da doch gar nicht aus. Da gibt's erstmal ein Skelett. Ja, das kriegen wir beim Essen manchmal als Gräte zwischen die Zähne. Nicht? Auch hat der Fisch ein Herz, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Und er hat auch die meisten anderen Organe, die wir haben. Leber, Niere, Magen und Darm. Doch etwas ist anders als bei Menschen und Landtieren. Anstatt einer Lunge haben Fische zum Atmen Kiemen. Der lebensnotwendige Sauerstoff ist nämlich nicht nur in der Luft, sondern auch im Wasser enthalten. Und über die Kiemen können Fische ihn einatmen. Dafür öffnen sie das Maul, lassen es sozusagen volllaufen und stoßen das Wasser dann nach hinten durch die geöffneten Kiemendeckel wieder aus. Und dabei strömt es an diesen Kiemen vorbei, wo der Sauerstoff aus dem Wasser ins Blut aufgenommen wird. Kiemen sind also eine Art Lunge fürs Wasser. Deshalb können Fische im Wasser atmen, aber nicht an Land. Und bei uns Menschen ist es ja genau umgekehrt. Es gibt aber noch eine weitere Besonderheit im Innern des Fisches. Eine gasgefüllte Blase, die den Fisch leichter macht. Die Schwimmblase. Ohne die würde er auf den Boden sinken und müsste sich furchtbar anstrengen, um nach oben zu kommen. Durch den Auftrieb der Schwimmblase aber schwebt er im Wasser und kann all seine Kraft dazu nutzen, vorwärts zu kommen. Ein kleines Hilfsmittel, diese Blase, aber sehr praktisch. Tja, so sieht's also aus im Innern des Fisches. Und wohl auch im Biest vom Bärensee. Wenn es denn ein Fisch oder sowas ist. Tja, wenn. Und wenn ja, dann was für einer? Ich fürchte, bevor ich mich auf die Jagd machen kann, muss ich noch mehr Grundlagenforschung betreiben. Ich weiß auch schon wo. Im Bärstädter Aquarium. Da kann man so richtig eintauchen in die Unterwasserwelt. Ja, genau das werde ich jetzt tun. So, da wären wir. Das Bärstädter Aquarium. Ja, schön kühl ist es hier und dunkel. Naja, dann kann man die schimmernden Schauaquarien besser betrachten. Ja, hier geht's ja bunt zu. Wer Fische nur als Fischstäbchen auf dem Teller kennt, der ahnt ja gar nicht,
was für eine unglaubliche Vielfalt da draußen rumschwimmt. In Flüssen, in Seen und Meeren. Ja, Flossen haben sie alle, die Fische. Größere oder kleinere, mit denen bewegen sie sich auch vorwärts. Aber ansonsten gibt es unter Wasser nichts, was es nicht gibt. Die Torpedoform ist besonders beliebt. So schlüpfrig gesteilt wie aus dem Windkanal haben die Fische so den geringsten Widerstand im Wasser. Das spart Energie und Kraft. Naja, nicht zufällig bauen die Menschen ja ihre U-Boote auch in dieser Form. Ja, nun gibt es aber auch andere Fische mit ganz anderem Körperbau. Und das kann natürlich seine Vorteile haben. Ein dünner, hoher Fisch kann zwar nicht so schnell schwimmen, aber von vorne ist er fast unsichtbar. Da der wendige Aal sieht dagegen aus wie eine Schlange, ist aber auch ein Fisch. Die schlangenartige Form ist ideal für das Schwimmen, direkt über dem Boden, im Wasserpflanzengestrüpp und zwischen Felsen. Und auch zum Rumlungern in Höhlen und Löchern. Tja, da bist du platt, könnte man zur Fischabteilung im Tiefgeschoss sagen. Scholle, Butt und Flunder. Die sehen aus, als wären sie mal unter das Auto gekommen. Tatsächlich haben sie sich nur optimal darauf eingestellt, ihr Leben am Meeresboden zu leben. Die Fortbewegung ist für so einen Plattfisch zwar recht mühsam, aber dafür hat er andere Vorteile. Wenn er nicht gesehen werden will, macht er sich einfach aus dem Staub und gräbt sich ein. Der tollste Trick dabei ist, der Plattfisch kann auch noch die Farbe wechseln, zwischen braun, grau und getüpfelt. Also je nach Umgebung passt er seine Farbe an. Und das macht ihn unauffällig. Tarnung ist überhaupt wichtig. Und die meisten Fische tragen ihre Farbe deswegen. Schließlich möchte man ja nicht gleich zum Fischfutter für die Großen werden. Dass Tarnfarben aber nicht unscheinbar sein müssen, das sieht man an vielen tropischen Meeresbewohnern. Um sich im grellbunten Korallenriff zu verstecken, muss man selber auch ordentlich Farbe auftragen. Und wie? Also ein Regenbogen ist nichts dagegen. Wirklich faszinierend, was hier alles rumschwimmt. Aber wie mag denn nun dieses Seemonster aussehen? Ratlos schaut Peter sich um. Ohne fachkundige Hilfe kommt er hier nicht weiter. Doch endlich öffnet sich eine Tür. Nur für Personal steht darauf. Eine Frau in Gummistiefeln tritt heraus. Sie schleppt einen schweren Eimer. Peter verliert keine Zeit. Ach, Entschuldigung. Ja? Wo finde ich hier einen Fisch, der Dackel frisst? Bitte? Wir füttern unsere Fische nicht mit Dackeln. Nein, ich... Und auch nicht mit anderen Haustieren, wenn Sie das beruhigt. Nein, das habe ich ja gar nicht gemeint. Ich suche doch nur einen Raubfisch. Na, kommen Sie mit. Ich bin sowieso gerade beim Füttern. Dann können Sie selbst sehen, was unsere Schützlinge fressen. Peter wirft einen neugierigen Blick in den Eimer. Eine grüne Suppe schwappt darin. Wie? Etwa das da? Das soll Fischfutter sein? Ja, Plankton. Das sind winzige Algen und Hüpferlinge. Plankton. Ja, also ich hänge immer einen Wurm an den Haken. Naja, Fisch ist ja auch nicht gleich Fisch. Jede Art hat sich auf einen bestimmten Lebensraum spezialisiert und daran angepasst. Deshalb sehen Fische verschieden aus, bewegen sich anders und fressen was anderes. Naja, eben zum Beispiel Plankton. Kaum zu glauben, dass ein Fisch davon satt wird, aber die Masse macht's wohl. Und nicht nur die Minifische ernähren sich so, selbst so ein Brocken wie der Riesenhai schlägt sich den Bauch voll mit dieser Suppe aus dem Meer. Die meisten Fische aber beißen doch lieber richtig zu, nicht? In wirbellose Tiere. Das sind Seesterne und Borstenwürmer, Krebse, Muscheln und Schnecken. Ein richtiger Spezialist für so verpackte Kost ist der Seewolf. Der knackt mit seinem Gebiss auch die härtesten Schalen. Aber natürlich gilt auch bei den Fischen das Gesetz vom Fressen und gefressen werden. Die kleinen Fische stehen auf der Speisekarte der größeren und die landen am Ende im Bauch der ganz großen. Die bekanntesten Jäger der Meere sind natürlich die Haie mit ihren messerscharfen Zähnen. Naja, nun haben aber viele kleine Fische natürlich keine Lust, so einfach gefressen zu werden. Und deshalb haben sie sich was ausgedacht. Sie machen sich größer, als sie sind. Wie der Kugelfisch zum Beispiel.
so ein aufgeblasener Geselle, nicht? Oder sie verteidigen sich mit einem harten Panzer und Stacheln oder sogar mit Gift. Andere wiederum suchen die Sicherheit in der Masse. Sie tun sich zusammen und bilden einen Schwarm. Taucht jetzt ein Raubfisch auf, flitzen die Kleinen in alle Richtungen auseinander. Der Jäger ist irritiert von den vielen blinkenden Fischleibern und so rettet dieser Trick vielen Schwarmmitgliedern das Leben. Tja, also nach allem, was ich so gesehen habe, müsste das Biest im Bärensee ja wohl ein Hai sein. Oder? Was meinen Sie? Völlig ausgeschlossen. Haie sind Meeresfische, die brauchen Salzwasser. Ach so, ja, klar. Ja, gibt es denn im Süßwasser keine Raubfische? Das schon, aber nicht solche großen. Der gefräßigste Süßwasserräuber ist der Hecht. Und er wird so einen guten Meter lang. Ein Hecht, ja. Naja, so könnte es auch aussehen. Das dackelfressende Ungeheuer vom Bärensee. Naja, ein bisschen klein. Ja, vielleicht ist es ja eine riesengroße Mutation, wer weiß. Auf jeden Fall brauche ich eine stärkere Angel. Ja, und dann geht's auf zur Monsterjagd. Na, dann viel Erfolg. Am Bärensee ist es inzwischen mit der Ruhe vorbei. Wieder fährt ein Kleinbus vor und spuckt einen Trupp Angler und Fotografen aus. Auch die Terrasse des Seemonsters ist proppevoll. Eine Kellnerin hetzt aus der Gaststätte und schleppt Tellergerichte nach draußen. So, viermal der Fischteller Seemonsterart? Tja, was für ein Rummel. Der Wirt hatte recht. Alle wollen das Biest vom Bärensee sehen oder fangen. Ich habe gerade noch das letzte Boot gekriegt. Erst mal weg von hier in ruhigere Gefilde. Eine Spezialausrüstung habe ich mir auch besorgt. Eine Haifischangel. Ja, die kriegt nichts und niemand kaputt. Auch dieses Monster nicht. Ja, und dann braucht man natürlich noch den passenden Köder. Hier, ein schönes, großes Schweineschnitzel habe ich mir beim Metzger extra besorgt. Anstelle eines Dackels. Na, ihr versteht schon. So, und ja, hau. Ja. Zufrieden lässt sich Peter auf der Ruderbank nieder. Aufmerksam beobachtet er seine Angel und bemerkt dabei nicht, wie von hinten ein anderes Boot herangleitet. Ein dicker Mann mit Mütze sitzt darin und grinst. Mensch, Peter, du auch hier? Ach, Erwin, du. No, willst du auch dem ollen Biest ankrogen? Ja, ehrlich gesagt, ja. Was glaubst du denn, was es ist? Ein riesiger Hecht oder sowas? Ein Hecht? Kannst du vergessen. Hier, guck mal. Erwin zieht eine Fachzeitschrift heraus. Auf dem Titelbild präsentiert ein Angler stolz einen mächtigen Hecht am Haken. So ein Hecht wie der hier, der hat ja ganz ordentliche Zähne. Aber der wird höchstens 1,20 Meter. Ah, vielleicht ist es ein uraltes Vieh. Ne? Eine Mutation, wie dieser Godzilla. Ach, dummes Zeug. Ich sag, das Biest ist ein Wels. Hier, Auf der nun aufgeschlagenen Zeitschriftenseite ist ein anderes Foto zu sehen. Darauf stemmen 3 ausgewachsene Männer nur mit Mühe ihren Fang in die Höhe. Es ist ein Wels, fast 2 Meter lang. Junge. Und du meinst, hier im Bärensee könnte auch so ja einer... sicher. Ich hab hier selbst schon Welse rausgeholt, die waren... Du, Peter, guck mal, da kommt was hoch. Wo? Na, da hinten am Schilf. Stimmt, da blubbert was.
Mit offenem Mund stieren Peter und Erwin auf das brodelnde Gewässer. Und plötzlich taucht es auf. Das Monster. Eine gewaltige, gezackte Rückenflosse ist zu sehen. Ein paar Meter pflügt sie durchs Wasser und verschwindet wieder. Das war kein Echt. Und auch kein Wels. Oh Mann, ich hau ab. Das ist mir nicht geheuer. Mein Gott, ein richtiges Monster. Nee, das Biest kann man nicht fangen. Aber man könnte es doch vielleicht filmen. Filmen? Unter Wasser? Sag mal, bist du lebensmüde? Nee, ich habe da schon eine Idee. So, noch eine Schuppe und noch eine. Ja, schon sehr schön. Das Schuppenkleid. Vor dem Bauwagen wird emsig gearbeitet. Peter hat ein prächtiges Fischmodell gebaut, das er nun mit einem feinen Pinsel sorgfältig bemalt. Schuppe für Schuppe. Ja, fertig. Peters Forscherfisch. Ja, damit kriege ich das Monster bestimmt vor die Linse. Das Problem bei der Tierfilmerei ist ja, dass die Tiere immer reißaus nähen, wenn man mit der Kamera kommt. Und da habe ich mir gedacht, mach's wie die Fische. Auf die richtige Tarnung kommt's an. Ich habe meine Unterwasserkamera als Fisch getarnt. Ja. Hier vorne im Maul steckt sie drin. Ne? Fällt gar nicht auf. Ja. Ein kleines Mikrofon ist auch eingebaut und dann noch 10 Meter Kabel hängen dran. Ja, perfekt. War aber nicht so einfach. Damit so eine Attrappe richtig fischig aussieht, muss man ja auf viele Dinge achten. Also zuerst mal die Form. Mein Forscherfisch hat die typische Torpedoform. Ja, ideal, um schnell und schlüpfrig durchs Wasser zu gleiten. Schaut doch einfach mal auf die CD- oder Kassettenhülle. Da könnt ihr es auch sehr schön sehen. Na, weiter. 2 Augen hat mein Fisch, klar. Und darunter hier die beiden kleinen Löcher. Das sind die Nasenlöcher. Ja, Fische können riechen und hören können sie auch. Nur brauchen sie dazu keine Ohrmuscheln wie wir. Die würden ja auch gar nicht passen zu dem Schnittchen-Design. Ne? So, was haben wir noch? Ah ja, Schuppen. Bei meinem Fisch hier sind sie nur aufgemalt. Aber in Wirklichkeit sind das viele kleine, harte Hornplättchen. So ähnlich wie unsere Fingernägel. Dieses Schuppenkleid schützt den Fisch vor Verletzungen, ist dabei aber noch beweglich. Das haben übrigens auch schon die alten Ritter bemerkt und das Prinzip für ihre Eisenrüstungen benutzt. Und dann ganz wichtig die Farbe. Unten am Bauch ist der Fisch hell und oben am Rücken eher dunkel. So ist er im See kaum zu sehen. Weder von oben, von einem Raubvogel, noch von unten gegen den hellen Himmel. Von einem Biest zum Beispiel. Ach ja, und diese Linie hier an der Seite, das ist kein sportlicher Rallye-Streifen. Nee, das ist ein ganz empfindliches Organ. Die Seitenlinie. Damit spürt der Fisch Strömungen und Druckwellen im Wasser, also Hindernisse, ne? Oder auch Feinde, die plötzlich auftauchen. Bleiben zu guter Letzt noch die Flossen. Naja, mein Fisch bräuchte sie eigentlich nicht. Er hat ja einen ferngesteuerten Elektroantrieb mit Schraube. Ja, funktioniert. Aber trotzdem muss mein Forscherfisch natürlich Flossen haben, damit er auch wirklich echt aussieht. So, ja, sehr schön. Ja, Flossen hat so ein Fisch eine ganze Menge. Muss er auch. Er will ja nicht nur geradeaus schwimmen, sondern er muss sich auch blitzschnell drehen und wenden können. Oder mal an einem Fleck stehen bleiben. So, ja, fertig.
Toll. Peters Forscherfisch. Sieht fast echter aus als der lebendige Barsch hier in meinem Eimer. Ja, ich bin mir sicher, mit dieser perfekt getarnten Kamera werde ich der Erste sein, der Bilder hat vom Biest vom Bärensee. Peter ist mächtig stolz auf seinen Forscherfisch. Er schnallt ihn auf sein Fahrrad und macht sich wieder auf den Weg zum Bärensee. Übrigens, ich habe eine neue Theorie entwickelt. Was, oder besser gesagt, wer das Ungeheuer wirklich ist. Wollt ihr es wissen? Ich glaube, es gibt da eine unterirdische Verbindung, einen Gang zwischen dem Bärensee und Loch Ness. Ja, das Biest vom Bärensee ist niemand anderes als Nessie. Auf Urlaub oder so. Glaubt ihr nicht? Naja, zugegeben, die Theorie ist gewagt, aber ich werde es schon noch beweisen. In Schottland liegt ein dunkler See, der wird Loch Ness genannt. Er ist sehr tief und kalt wie Schnee und überall bekannt. Denn in dem Loch soll Nessie wohnen, ein sagenhaftes Tier. Es heißt, es lebt dort ewig schon, doch ich sag, es lebt hier. Nessie wohnt im Bärensee, da ist es nämlich schöner. Wenn ich die Sache sachlich seh, ist es auch noch bequemer. Der Bärensee zur Sommerszeit ist fischreich und viel wärmer. Die Schotten sind, es tut mir leid, um ein Geheimnis ärmer. Seit 1000 Jahren von Zeit zu Zeit lässt sich das Tier entdecken. Doch stand ein Fotograf bereit, konnte es sich stets verstecken. Was immer auch aufs Bild gebannt, ist Lug und Trug gewesen. Das Ungeheuer ist bekannt, doch niemals wurd's bewiesen. Ist ja auch klar, nicht? Denn Nessie wohnt im Bärensee, da ist es nämlich schöner. Wenn ich die Sache sachlich seh, ist es auch noch bequemer. Der Bärensee zur Sommerszeit ist fischreich und viel wärmer. Die Schotten sind, es tut mir leid, um ein Geheimnis ärmer. Auch Wissenschaft und Forschergeist waren in Loch Ness zu Gast. Versuchten technisch den Beweis, doch der gelang nur fast. Wie man auch forschte jahrelang, kein Monster war zu finden. Denn Nessie kannte einen Gang, um spurlos zu verschwinden. Und wohin? Na genau. Nessie wohnt im Bärensee, da ist es nämlich schöner. Wenn ich die Sache sachlich seh, ist es auch noch bequemer. Der Bärensee zur Sommerszeit ist fischreich und viel wärmer. Die Schotten sind, es tut mir leid, um ein Geheimnis ärmer. So lebt das Viech oder auch nicht, wer weiß das schon genau. Die Wahrheit kommt wohl nie ans Licht und das ist auch sehr schlau. Denn gäb's Beweise irgendwann dafür oder dagegen, worüber sollten wir uns dann so herrlich noch erregen? Tja, Nessie wohnt im Bärensee, da ist es doch viel schöner. Und wenn ich die Sache sachlich sehe, dann ist es auch bequemer, ne? Der Bärensee zur Sommerszeit ist doch fischreich und schön warm. Tja, nur die Schotten tun mir leid. Sind nun ungeheuer arm. Am Bärensee angekommen, legt Peter sich ordentlich ins Zeug. Zielstrebig hält er mit seinem Bötchen auf eine kleine Insel mitten im See zu. Ja, da vorne an der Insel sieht's gut aus. Baumwurzeln, Schilf und dahinter wird der Bärensee sehr tief.
Da kann sich so ein Monster sehr gut verstecken. Aber spätestens in der Dämmerung wird's rauskommen. Ja, und mir vor die Linse schwimmen. Während das Boot ausgleitet, setzt sich Peter ein paar Kopfhörer auf. Dann schaltet er den Monitor ein, der zu seinen Füßen steht. Der kleine Bildschirm wird von einer Autobatterie mit Strom versorgt und soll das zeigen, was die getarnte Kamera unter Wasser beobachtet. So, mein kleiner Forscherbarsch, dann wollen wir dich mal zu Wasser lassen. Schwarz glänzend glotzt das Kameraauge aus dem Fischmaul. Das dunkle Kabel tritt hinter der Rückenflosse aus dem Leib, sodass der falsche Fisch wie an einem Mobile baumelt. Langsam lässt Peter ihn ins Wasser gleiten. So, ja, das sind 2 Meter, ja, 3 Meter. Na, sieht man schon was auf dem Monitor? Naja, ja, ein schönes sonnendurchflutetes Grün. Ist schon mal nicht schlecht. Und was hören wir? Geglucker, na ja, klar, das kommt von meinem Boot. Nichts Ungewöhnliches. Bis jetzt muss eben warten, bis das Ungeheuer wieder auf die Jagd geht. Vielleicht machen wir ein kleines Quiz, solange sich nichts tut. Wie wär's? Ein Fischquiz. Na gut, los geht's. Fangen wir mal an mit dem größten Unterschied von Fischen und Menschen. Wieso müssen Fische eigentlich nicht an die Oberfläche kommen, um Luft zu schnappen? Ne? Weil sie Kiemen haben. Ja, Kiemen sind für Fische das, was für uns die Lungen sind. Nur sind sie eben dazu da, den Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen und nicht aus der Luft. Weiter im Innenleben der Fische. Wie heißt denn das Ding, das sie ohne große Anstrengung im Wasser schweben lässt? Ja, das ist die Schwimmblase. Eine gasgefüllte Blase, die den Fischen gerade so viel Auftrieb gibt, dass sie im Wasser schweben. Plattfische haben diese Blase übrigens nicht. Scholle und Butt leben ja nur am Meeresboden und da brauchen sie keine Schwimmhilfe. Auch gut. Nur wenn sie dann doch mal ein Stückchen schwimmen müssen, dann ist es für sie auch eine ziemliche Strapaze. Die nächste Frage bezieht sich aufs Kleid der Fische. Wisst ihr noch, wie die vielen kleinen Hornplättchen heißen, die die Fischhaut bedecken? Ja, Schuppen heißen sie. Und sie sind sehr nützlich. Denn wie eine Rüstung schützen sie den Fisch gegen Verletzungen, ohne aber seine Beweglichkeit einzuschränken. Ach, noch ein Tipp vom Angler. Vor dem Braten sollte man die Schuppen besser abschaben. Besonders lecker sind sie nämlich nicht. Apropos schmecken. Wie steht's denn beim Fisch mit den anderen Sinnen? Sehen, hören und riechen. Haben Fische Augen, Ohren und Nase? Aber sicher, nur hängen an den Ohren nicht solche Lauschlappen wie bei uns. Die würden ja nur bremsen im Wasser. Aber Fische haben all unsere Sinne und noch mehr. Sie besitzen auch noch eine Seitenlinie. Wisst ihr noch wozu? Ja, die Seitenlinie ist ein sehr feines Organ, um Strömungsveränderungen im Wasser zu erspüren. Wo kommt ein Hindernis? Wo bewegt sich etwas in der Nähe? Vielleicht ist es ein Feind. Um dem zu entkommen, haben Fische viele Strategien entwickelt. Manche verstecken sich oder tarnen sich, aber gerade kleine Fische machen da etwas ganz anderes, sehr Schlaues. Wisst ihr noch was? Ja, sie bilden einen Schwarm. Viele, viele kleine Fische bilden ein großes Ganzes. Stößt jetzt ein Raubfisch in die Menge, fressen sie in alle Richtungen. Es blinkt und wuselt und häufig bekommt der Jäger dabei noch nicht mal einen einzigen kleinen Fisch zu fassen. Ja, das ist eine tolle Strategie. Apropos Raubfisch. Eine Zeit lang habe ich ja gedacht, das Biest im See könnte ein Hai sein. Inzwischen bin ich da aber ganz beruhigt. Das kann kein Hai sein. Wisst ihr auch warum? Na, die Biologin im Aquarium hat mich drauf gebracht. Haie sind Meeresfische. Sie leben also im Salzwasser. Im Bärensee aber ist Süßwasser. Man könnte es sogar trinken. Kein Salz, kein Hai, keine Bange. Eine Frage habe ich aber noch.
die Masterfrage sozusagen. Was meint ihr? Trinken Fische auch? Ja, die Frage war ein bisschen gemein. Denn mit Ja oder Nein kann man sie gar nicht so einfach beantworten. Es ist nämlich so, Süßwasserfische, wie sie hier im Bärensee leben, brauchen nichts zu trinken. Warum auch? Aber im Meer zieht das Salz den Fischen allmählich das Wasser aus dem Körper. Und deshalb müssen Meeresfische ab und zu mal einen Schluck nehmen. Tja, Meeresfisch hin, Süßwasserfisch her. So langsam könnte sich dieses Ungeheuer mal irgendwie... Was war das? Peter dreht sich ganz langsam nach hinten um. Ihm stockt der Atem. Nur wenige Meter von seinem Boot steigen dicke Blasen auf. Oh, oh, da ist was unterwegs. Verdammt, wo ist denn die Fernbedienung? Immer mehr Blasen steigen auf. Die Seeoberfläche brodelt unheimlich. Und dann ist wirklich die große Rückenflosse des Ungeheuers zu sehen. Mein Gott, da ist es. Und ich bin ganz nah dran. Jetzt oder nie. Schnell packt Peter die Fernsteuerung und lenkt seinen Forscherfisch in Richtung des Monsters. Heimlich wie ein U-Boot schiebt sich der falsche Barsch durchs seegrüne Wasser. Peter drückt sich die Kopfhörer eng an die Ohren und schaut gebannt auf den Monitor. Auf dem Bildschirm ziehen knorrige Baumwurzeln vorbei. Davor wiegen sich aufstrebende Wasserpflanzen. Doch dann erscheint etwas anderes. Eine große, dunkle Flosse wirbelt tief glucksend den Untergrund auf. Eine Schwanzflosse. Ungeheuerlich groß. Das muss das Monster sein. Vor meiner Linse. Jetzt taucht auf dem Monitor etwas Gezacktes auf. Ein schauriger, drachenähnlicher Kopf. Peter hält die Luft an. Doch das Bild wird unscharf. Die Kamera wird offenbar wild herumgewirbelt. Nanu, was ist denn jetzt los? Ja, Himmel, das Kabel bewegt sich ja. Das Biest wird doch nicht meinen Forscherfisch fressen wollen. Hey, bitte, lass meinen Barsch los, du Untier. Hey, komm. Immer tiefer wird das Kabel ins Wasser gezogen. Trotzig packt Peter zu und hält es fest, worauf sein Boot gefährlich ins Schaukeln kommt. Du Biest, was immer du auch bist, meinen Forscherfisch bekommst du nicht. Jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Mit einem mächtigen Ruck entreißt Peter dem Gegner das Kabel. Und staunt nicht schlecht. Mit seinem demolierten Forscherfisch kommt noch etwas anderes an die Oberfläche. Was ist denn? Ach nee. Ach, guck mal an. Eine Maske. Eine Tauchermaske. Eine Monstermaske. Peter hat gerade die merkwürdige Maske aus dem Wasser gefischt. Da taucht vor ihm auch schon des Monsters Kern auf. Ein Mann im Taucheranzug mit Sauerstoffflasche und darüber geschnallter Plastikflosse schwimmt heran. Er klammert sich an den Bootsrand und zieht sich die Brille vom Gesicht. Tachchen. Na, Moment mal. Den Schnauzbart kenne ich doch. Ja. Sie sind doch der Wirt vom Seeblick. Ich meine, vom Seemonster. Sie sind das Biest. Ja, ich dachte, es wäre doch gut fürs Geschäft, wenn wir hier auch sowas hätten wie in Loch Ness. Etwas, das die Touristen anzieht. Wie Nessie, Sie wissen doch. Und da habe ich... Ja, da haben Sie das Biest vom Bärensee einfach erfunden. Jetzt kommen Sie mal ins Boot, Sie Monster. Danke. Jetzt noch. Oh, mein Gott. Ist die schwer, diese Flosse. Oh. Da ist ja auch ungeheuerlich Ihre Verkleidung. Haben Sie aber wirklich gut hingekriegt. Doch, alles, was recht ist. Danke für das Kompliment. Wissen Sie was?
Das mit dem Biest, das bleibt einfach unser kleines Geheimnis. Das Monster bleibt eine Legende. Die Gäste kommen weiterhin zum Bärensee und Sie Ja, und ich? sind heute Abend eingeladen im Seemonster zu einem herrlichen Fischessen mit allem Drum und Dran. Na, was sagen Sie? Na, ich sage, einverstanden. Na, prima. Dann könnten Sie Ihre Beweiskamera jetzt ja auch. Ja, abschalten, ich weiß. Na gut. Und das könntet ihr jetzt eigentlich auch. Oder nochmal hören das Ganze nicht. Aber nicht vergessen, Monster sind auch nur Menschen. Tschüss.